Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die heintige und amolige Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das Retzenach Meir David. Erstens will ich euch anwünschen, ein gut gesund Jahr, Lashana Teuve. Wir haben ein reiches Programm für euch heute. Wir haben 2 längere Interviews. Ich meine, wir wollen nicht haben genug Zeit für beide in ein Show, aber wir wollen sich an eins tun, öfter können verlängern unsere Zeit ein bisschen. Die erste Interview ist noch einmal unsere Freundin in Israel, Gitu Sikovic, was hat gehabt im Covid zu sein zwischen 2 Lebengebliebene von Chorben, was hat gekannt bei sein, wenn Joe Biden, dem amerikanischen Präsident, hat besucht Yad Vashem in Jerusalem mit etlichen Wochen zurück. Das war eine kurze Zeit, er ist geworden krank mit Covid-19. Ich denke, er ist gewesen in Israel und in Mittelmizrach. Und sie hat mit uns mit etlichen Wochen zurückgeredet wegen dem Tag auf demselben Tag, wenn es ist geschehen, aber sie hat gebeten, man soll ihr rekordieren noch einmal, wenn sie hat gehabt ein bisschen Zeit, euch zu klären, ihre Gedanken wegen dem. Zweitens haben wir noch einmal ein Interview mit Judy Altman, was ist gewesen von Jasina, Tschechoslowakien, was ist originell gewesen Tschechoslowakien, in Zeit von der Mohammed ist es gewesen Ungarn und in Zeit von Chorben ist sie gewesen verschickt in Auschwitz und jetzt ist jener Gegend Ukraine. Agef, ihr sollt wissen sein oder ihr gedenkt schon, als Gitu Sikovic ist von demselben Gegend von Tschechoslowakei, was ist später geworden Ungarn, ist euch gewesen verschickt in Auschwitz, dank Gott beide Leben gebliebene und wir haben sie stark lieb. Judy hat erzählt eine Sache wegen ihrer Kindheit in einem kleinen Städtel Jassen, was ist euch gewesen, dieselbe Städtel von wann meine Mama, Oliver Scholem, hat von dort gestammt. Ich hoffe, sie wird Hanage haben mit sehr dicken Jiddisch und sie sollen noch lang leben und gesund sein. Und zwischen alles andere wollen wir Herrn Winchevanias zum neuen Jahr von unseren Sponsors. Israel Bookshop und The Butchery. Einen großen Dank für den Herrn, das hat sich mehr David Hatanoa. Könnt ihr ein bisschen mehr erzählen wegen eurer Überlebung bei Kennensach mit Präsident Biden? Okay, das ist gewesen, wenn ist das geschehen, 3-4 Wochen, hat man gesucht, als wird kommen nachher und will reden mit Anitzora Shoah. Ach, mir ist gewesen stark aufgeregt. Bichlal nicht. Aber keiner hat man nicht gesucht.
keinem habe ich nicht der Zeit, als ich will mich treffen mit Präsident Biden. Seit meine Tochter hat mich informiert, als wird kommen und hat mich ausgewählt, als ich will mit ihm ich will ihn sehen, hat sich der Pläne, es gewinnt ein Plan, als ihn wenn wir sitzen, es wird sein in Yad Vashem, und jetzt wenn wir sitzen wie soll ich das heißt, das Platz heißt Olam HaZikaron. Wie es du a größer Hall, ist du der Ner Tamid brennt Crusader dort, und du ein Schichwa, wie es ist aufgeschrieben in Größe Ossios, aufgeschrieben alle Namen von die Concentration Camps, Auschwitz und Bergen-Belsen, in Birkenau und die alle Plätze aufgeschrieben. In Sadua Ner Tamid. So, es hat gedauert, bis ist umgekommen. Und uns haben wir gesessen in demselben Hall bei der Wand, 2 Frauen. Eine heißt Rina Quint, ihr Mann ist gewesen Arav, ist für 3 Uhr weg. Es gewesen Arav, und es gewesen Mishpatan, Lawyer, Mishpatan. Und es gewesen ein bekannter Mensch, du in der Batei Knesset. Und man hat uns jeden Tag andere Instruktion gegeben. Als keinem Kohl hat sollte mit uns reden. In Uchtem hat gesagt, nicht reden mit uns. In haben wir nicht gewusst, genau, wo es wird sein. Aber es ist umgekommen, sie gewesen eine Sache, Polizei in Chayalim gewesen dort. Ist umgekommen, ist gestanden bei 2 Soldaten, dekoriert, sehr hoch dekoriert. In die 2 Soldaten haben gebringt sehr, wie sagt man, rund sehr mit Blumen zum Ner Tamid. Der Ner Tamid hat gebrannt und ist mit den 2 Soldaten gegangen und noch hat aufgelegt mit der Blumen beim Ner Tamid. In Nuchtem hat man gesucht, hat man annonciert, dass jetzt kommt der Redner wieder nicht zu Shoah. Und ist gekommen zu uns, hat in gesessen 2 Frauen, eine neben anderen, auf einer Bänkel, und hat uns umgehabt, eine Hand von mir, und die andere Hand hat umgehabt bei der anderen Frau, gewährt Rina. Und uns haben wir gewollt aufstehen, wir sollen ihm geben den Covid. Aber hat uns herabgedrückt und hat sich herabgestellt in front of uns auf den Knien. Hat herabgekniet, leben uns, sind wir uns 3 haben wir gehabt, der Cap kümmert einer Leben anderen. Auf demselben
Level, auf der selbe Sichwa. Jemand gerät sei still. Und ich gedenke nicht, als meine Tochter ist gewesen, nicht wahr, und sie hat gesagt, sie hat gehört jedes Wort und sie gedenkt. Ich kann nicht gedenken. Keinem aber ich habe gesagt, als ich will ihm denken, für die Juren, wo sie zusammen überlebt in Amerika, es ist gewesen ein größer Teufel damals. Sie sind heimgekommen von Lager. Es ist sehr gut gewesen von uns, als Mama gekannt leben in Amerika. Und ich habe noch der Mann am Matze, das ist eine Sache, wo ich bin, aber mich vorbereitet. Ich gedenke, auf der Nacht, es ist gewesen efter ein halbes Jahr nachdem, wo ich bin umgekommen auf Amerika. No, es ist gewesen eine Sache mehr, maybe etliche Jahre nachdem, und ich habe mich angeschrieben in der Universität, weil wenn ich bin gewesen 12 Jahre alt in Tschechoslowakien und die Ungarn haben übergenommen, sie haben besetzt Tschechei, dort wie haben wir gewohnt, Karpatorus, und es ist geworden ein ungarisches Land. Und man how do you call it? They announced, man hat Gewissen gemacht, als die Kinder können zurückgehen in die Schule. Ich bin gewesen 12 Jahre alt und sind wir zurückgegangen in die Schule und ich sitze und ich warte auf die Lehrerin. Und die Lehrerin kommt heran und hypt uns zu reden Ungarisch mit uns. Und sie sagt, Bruchim Abayim. Als jetzt fängt man nun in ungarische Schulen, man wird sich lernen in a Luschen, wo jeder kennt. Tschechisch hat man nicht gekannt, aber man hat sich ausgelernt. Und nachdem sucht sie, auf einmal sucht sie, wie sind die jüdischen Kinder? Ich sehe, du nicht keine jüdischen Kinder. Und in sind wir das gewesen. Jüdische Kinder, in ukrainische Kinder, in ungarische Kinder, verschiedene, alle Minoritäten sind zusammengegangen in der Schule. Und sie macht mit der Hand, man soll aufstehen. Und die jüdischen Kinder sind aufgestanden. Und damals hat sie uns gesehen und sie sagt, dort ist ein Tier, seht ein Tier, man geht raus, eine Schere, und ganz alles raus. Und wenn sie mal rausgegangen, die jüdischen Kinder, ohne Kippa, die jüdischen Jüngler sind gegangen in Heider, sind gegangen von, ich weiß, 7, halb 7 sind sie schon dort gewesen, haben gedauert, und sie haben sich ausgelernt, Bruches und alles. Und man geht jetzt raus von der Schule, weil sie hat uns rausgeschickt. Und wenn man gehen zu der Tür, hat sie gesagt, und vergesst nicht, als von jetzt an, wenn die jüdischen Kinder nicht kein Schim lernen in der Schule. Es wird nicht gut nicht sein für jüdische Kinder, kann lernen. So, es ist eine bittere Sache. Und ich habe mich 30 Jahre gut nicht gelernt. Nur gelesen Bücher. Wie es hat sich gelassen? Nicht in Auschwitz. Sind wir gewesen in Auschwitz, sind wir heimgekommen, man hat gesicht, der Platz, wie man kann sich herumsetzen
haben ein Schabbos mit Recht und Zinden, mit der Was Tischtag. Lernen hat man sich nicht gekannt. Und es ist geworden schlechter und schlechter und schlechter. Und ich habe ihm nach der Zeit eine Sache, was ist mir geschehen in Amerika. Eine Nacht, wenn ich bin gewesen in Manhattan, in der Stadt, wie meine Schule ist gewesen, der Universität CUNY, City University of New York. Dort bin ich gegangen und dort habe ich bekommen ein Doktorat in Psychologie. Und eine Nacht, in das gewesen in Manhattan, in einer Nacht hat sich ungeheuer zu schneien. Es gewesen Dezember, und es hat ungeheuer schneien. Bin ich heran in ein Geschäft, haben wir gekauft ein paar Schiech. Und nicht Schiech, Stiefel. Und ich habe gegeben dem Meuche, dem, was er verkauft sich, aber ich habe gegeben einen Check. Und fragt mich, wie wohnst du? Wo ist deine Adresse? Aber ich habe gesagt, 1776 45th Street. Dort habe ich gewohnt. Und die Adresse ist derselbe Adresse, die Zeit, wo es gewesen der Independence Day of America. Das ist gewesen der Tag, wenn Amerika ist geworden independent. Ich gedenke nicht, wie das Wort ist in Jüdisch. Anyway, und der Mensch setzt sich herup neben mir. Der Mensch, der mir verkauft das Schiech, setzt sich herup und sagt, wo ist das scheine Adresse, die hast? Und man hat fast geweint zusammen. Es ging ein alter jüdischer Mensch, wo er hat verkauft dort. Und ich sage, weinig Menschen schätzen Amerika, also wie uns schätzen wir Amerika. Man hat kiemat geweint, als keiner in Amerika, jeder lebt gut. Und man tut eine Sache teurer für Menschen. Also man hat daran, in so eine Zukunft. Und ich habe nach der Mann, als uns haben wir sehr geschätzt, hieß am Not, the opportunity, the Teufel. Man hat uns getan, als man hat uns herangelost auf Amerika, und man hat dort gelebt, und man hat Chassene gehabt, und man hat aufgewachsen, gitter-jüdische Kinder, gegangen in zionistische Schulen, in Jerusalem, in Borough Park, in Brooklyn, Schule mit Hebräisch geredet mit den Kindern. Es gewesen israelische, es gewesen eine Schule, wo man gelernt Teure, und eine Sach gibt jüdische Sachen, und er gibt eine Schule, und die Kinder sind aufgewachsen. Nachdem sind sie gegangen in Yeshiva University High School. Und nachdem sind wir umgekommen auf Eretz Israel. Und hier ist Biden, hat uns gekisst auf der Punamar und gehalten die Hand. In die schönste Sache ist gewesen in Biden, als Biden ist gewesen zusammen mit uns. Und man hat das fotografiert, man hat uns sehr schön gewesen. Und noch Biden, hinter Biden, ist ein Semicircle, ein Halbrund mit allen israelischen Diplomaten. Das gewesen Finn Lapid, Yair Lapid,
der Prime Minister, und sie gewesen Herzog, Bougie Herzog, der Präsident von Israel, und sie gewesen Gantz, Benny Gantz, und sie gewesen, alle die Größe, sind dort gewesen hinter ihm. Ich muss zurückkommen zu mir, und wenn ich habe gesehen, die israelischen Diplomaten, ich habe gesucht auch, ich habe gesucht beiden, als man sehr ungeschätzt, als man gewesen in Amerika, aber wenn ich bin umgekommen auf Israel, aber gewiss, als das ist das einzige Platz, wie ich viel mache, sicher, als die Shoah wird nicht noch einmal vorkommen. Be'ezrat Hashem. Und also viel ich mache. Hand ist gekommen ein Team, etliche Menschen, einer von India und zwei von Deutschland, so sie wollen machen einen Film von Nitzolei Shoah. Und man fuhrt, und sie kommt, und sie macht verschiedene Movies. Und nachtens haben wir gewähnt, sich treffen mit Mann, mit Sprüche, wo sie einen fremden Menschen zusammenkommen, mein Sohn ist ein Dayan, und hat keine 10 Kinder, und 7 sind nach Kassene gemacht, 3 sind noch jung, und nachtens kommen mit uns, der Team, fotografieren, mehr mit meinen Kindern. So wir haben gemacht, vor 6 Jahren haben sie fotografiert, 12, 14, nicht so leise, sehr schöne Fotografien. Und man hat gemacht eine Ausstellung in Berlin. Und es ist sehr schön gewesen. In Berlin hat man es gemacht in Häuf von der Außenministerium, wo sie gewesen, sehr antisemitisch in der Shoah. Und sie haben erlaubt, aufstellen an Wand mit den Bildern, mit unseren Fotografien. Und jetzt wollen sie machen einen Film darüber. Und sie fuhren mit verschiedenen Plätzen, und sie fotografieren, und sie hören fern von der Shoah. Und sie sind noch da, einen Monat, und sie, als Nächten ist gewesen, sehr ein schönes Stück, weil hat gesehen, die Kinder, man sieht Kinder, wo sie sitzen und lernen teurer, und so haben Hand, nach einem Purtuch, haben sie genommen, Zeit, ein bisschen Huben, ein bisschen, wie sagt man, Chofisch getan, a little vacation. Sie haben gewöhnt zusammen, und die Menschen, der Special, der von India, ist so überrascht von Israel. Aber ich habe gesagt, wo hast du dich so überrascht? Sagt der Reach, der Aroma, was man fühlt in Israel, wenn man kommt tun, hat er 3 Jahre gelernt über Israel. Es hat ihn interessiert, wieso Israel sieht aus. Und er ist stark überrascht. So freue ich mich. Ich hoffe, dass alle sind hier gesinnt und stark, und bleibt das so, und Gott soll uns helfen. Also es soll kommen, hat sich gesehen, ist wie scheint, und wie es blinkt, und was für scheine neue Sachen in Sommer, in alte Sachen. Seid gesinnt und stark, so freut mich
zu reden singt. Red's zu mir auch ein bisschen. Der zeigt mir, wo sie Neues bringt. Geht du für ein jüdischer Kohl, für das Radioprogramm, will ich euch wünschen, Arichas Yomim, gesund und all das Gutes. Alles gut für den Koch. Toda Rabba. Shalom, shalom. To the deli, please. Mario to the deli. Okay, mein Name ist Max Kellerman und ich will wünschen alle meine Koinen, wo sie stützen mir ein ganz Jahr. Ich wünsche ein Gittjahr, ein Gesinntjahr mit all dem Gitten. Und das erste will ich sagen, der Butcher treibt hart, treibt sie befriedigen Menschen sollen kommen, kaufen. Wir treibt, wir gehen zu der besten Service, der besten Preises. Und wir sind sehr zufrieden, weil bewusst die Menschen kommen und sie stützen, sie kaufen, sind zufrieden. Und für lange Jahre, für lange Jahre so. Wir sind durch 45 Jahre in der Platz. Man hofft zu sein, noch ein Jahr da. Meine Kinder arbeiten ein, der Enkelach arbeiten da. Also ich hoffe, sie tun gehen für lange Zeit. En dat giet je een gezintje voor allem en anybody auch die jiddische station. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A dankbaren Herren. Hot Hanoye! Ich, Elle Dovek von der Israel Bookshop in Brookline, wünsche alle unsere Klienten und alle Zuhörer von dem Programm Das Jiddische Kohl, Ashnas Chaim Vesholom, Ashnas Geulo und Aksiba Vechsime Toivo. Wir haben bei uns im Geschäft alle jüdische Artikel, Talesem, Sforim, Textbooks von allen Sorten, Hebräisch, Englisch, euchet in Jiddisch. Euch haben wir Kassetten, CDs und Videos. Kommt da rein und verbringt in eine heimische Atmosphäre, ruft oder kommt da rein für Luchos oder Kalenders von dem neuen Jahr. Ot Allah Shnas Chaim Vesholom, Shnas Geulo, zum ganzen Klal Yisrael. Israel Bookshop, 14 Harvey Street, Brookline, Massachusetts, 566-7113. Mein Name ist Judith Altmann mit 2 N. In daheim mein Name ist gewesen anders. Ich bin noch gewesen nicht verheiratet. In daheim habe ich geheißen Bohorot Shanerova. BOHORODCANEROVA. Okay, ich bin geboren geworden in Jasin. Das ist gewesen ein Teil von Tschechoslowakien. Man hat es geriefen Podkarpatska Rus, die Karpatien Berge, Mountains. Und das ist gewesen der letzte kleine Stadt von der Tschechoslowakei. Es hat geheißen Jasina, Jasina. Und Asch ist gewesen der letzte Stadt. So das ist gewesen der Anfang von Tschechoslowakien und Asch ist gewesen der letzte Stadt in Tschechoslowakien. Es ist gewesen ein sehr schönes Leben. Ich bin gewesen eine Tochter, ich bin gewesen ein Kind von 6 Kindern. Meine Eltern haben gehabt 6 Kinder, 3 mädlich und 3 jünglich. Meine älteste Schwester ist gewesen verheiratet, wenn ich bin gewesen 3 Jahre alt. So, es ist gewesen als 8 Jahren, 11 Jahre noch mein Bruder, was ist gewesen der 5. von die 6 Kinder. Meine Eltern haben gehabt ein Geschäft. Man hat verkauft alle Sachen, verschiedene Sachen.
Meals, alles zum Essen und auch zu trinken. Und haben wir gehabt ein Geschäft, wie Menschen vielleicht kommen ankaufen, meistens Sonntag. Sie haben gearbeitet die ganze Woche, aber Sonntag haben sie gehabt, Zeit anzukaufen. So wenn sie dann gekommen in Ankäufen Sonntag, haben wir alle wer sie noch gewesen nicht verheiratet, hat gearbeitet in Geschäft. Und ins haben wir gehabt, mein Tat hat gehabt, ein Geschäft, hat gekannt verkaufen Alkohol, man bedarf haben eine andere, separate Konzession für dem. Und für Tabak auch, in Zigaretten. Nicht jeder hat gekannt, das verkaufen. Man hat gemisst haben eine spezielle Permission, Erlaubung. Wenn ich bin geboren geworden, 11 Jahre nach dem nächsten Brüder, alle sind schon gewesen erwachsene Menschen. Nur mein nächster Bruder ist gewesen 11 Jahre, wenn ich bin geboren geworden. So, ich bin gewesen der Besinke. 5 von meinen Brüder und Schwestern haben schon Chassene gehabt. Und nur ein Bruder ist noch gewesen ledig. Und mein Tat hat gehabt ein Geschäft, man hat gekonnt kaufen alles. Von einer Niedel zu einer Key. Because für dem, because wenn er gedacht haben, ein Key oder ein Pferd, mein Tat hat das gekauft bei den Bauern, bei den Goyim, und haben wir gegriffen die Goyim, und hat es verkauft mit der Rewach. Und nachdem haben wir gehabt im Geschäft Tabak, und wir gekannt verkaufen, auch mit der besonderen Erlaubung. In Alkohol auch, Bronzen, in Bier, in Wein. Und haben wir gehabt einen größten Keller, wie uns haben wir den Wein gehalten. So, uns haben wir gewohnt in Yassin, ganz weit, 6 Kilometer von der Stadt. Und dort sind gekommen nicht jüdische Arbeiter von überall und haben gehackt die Bämer. Dort ist gewesen, uns haben wir exportiert als Sachholz. So Sonntag pflegen sie kommen ankaufen, because die Arbeiter sind gekommen von verschiedenen kleinen Dörfern. So Sonntag ist gewesen eine sehr, sehr vernommene Zeit. Ein Bruder und ich sind noch gewesen nicht verheiratet. So in der Früh bis spät auf der Nacht haben wir Sonntag gearbeitet, because die Kunden sind gekommen ankaufen. Meine Mama ist gewesen als wunderbare Koch und gebacken. So sie pflegt aufstehen 6er Säger mit dem Dienstmädel und hat gebacken Brot, ein Ofen mit 12 Brot. Und der nächste Ofen ist gewesen mit was, mit Challe, nicht Challe, aber das ist gewesen Rochliki, also haben gemacht mit Marmelade und es ausgewalgert und man hat gemacht Kipfel, ich weiß nicht, wie das heißt in Jiddisch, like rolls, aber man hat es abgewickelt und gemacht auf Form und man hat es gebacken. Und das ist gewesen sehr gut. Das haben wir verkauft für eine tschechische Krone. Und wenn sie gekommen 10er Säger, ist schon nicht gewesen ein Stückel in Geschäft.
denn die Goyim haben gewartet, bis sie kommt heraus von dem Augen, und so haben wir sofort gekauft. In der Nachdem hat meine Mama gebacken noch 24 Brot, auch sinnig. Und das ist auch bis 12 Uhr sagen, und das ist schon alles weggegangen. Und so haben wir gehabt ein sehr gut gehendes Geschäft, because es nicht gewesen kein anderes Geschäft in der Gas, etwa 6 Kilometer von der Stadt. So sind es gewesen, der sehr beschäftigt, alle wer sie gewesen, daheim hat gearbeitet den ganzen Tag. Mein Tate ist gewesen ein sehr, sehr religiöser, ein sehr frommer Mann. Und meine Mama auch. Natürlich alles gewesen, ein kuscherer Heim. Und in Sommer gehabt das Geschäft mit Trafik. In Sommer gekannt verkaufen Tobacco und Zigaretten auch. Man gemäß haben eine spezielle Erlaubnis zu dem. In Bier, in Wein. Und haben wir gehabt einen Keller, wie man gehalten, die Bier und der Wein. Mineralwasser hat gehabt? Das auch, aber meistens, ja, man hat es geriefen Seltzer. Seltzer, mit einer Flasche mit gedrückt und das Seltzer ist rausgekommen. Aber die Alkoholsachen sind gegangen sehr viel, weil in seinem Gewinn der ein Geschäft wird das verkauft. Und das ist eine sehr komische Sache, was ich will das sagen. In 11 Uhr in der Nacht klopft einer auf dem Fenster und meine Tate steht auf und sagt, was willst du 12 Uhr sagen? Oh, ich will haben a bottle of Kontuschowka. Das ist gewesen Alkohol. Sehr starker Alkohol, 96%. Sagt mein Tate, jetzt in der Nacht willst du, ja, ich gehe nicht da weg von dem Fenster, aber verkaufst man nicht den Alkohol. Because mein Bauch tut mir weh und ich muss haben die Alkohol. Es ist gewesen sehr komisch, aber also haben sie dann gekommen. Mein Tate hat geheißen Hersch Borotschaner, but the Goyim haben ihm geriefen Herschku. So, kloppen sie auf dem Fenster, Herschku, utvore, Herschku, open the door, and I wanna buy something. Mein Tate sagt in der Nacht, ja, die müssen wir geben, ich gehe nicht weg. Es ist gewesen ein sehr schön Leben. Man hat gelebt mit den Goyim, sehr zufrieden. Insofern, ich kann nicht sagen, als ich habe gesehen, etwas Antisemitismus zwischen den Jiden und Nicht-Jiden. Absolut nicht. Denn sie sind gewesen dankbar, was die Jiden haben gehabt, verkauft. Und man tat hat auch, wenn eine Frau kommt daran und sie sagt, ich habe eine sehr schöne Key, aber mein Mann kann nicht arbeiten mehr. Ich hab sehr gewollt, Herrsch, du sollst kaufen die Key. So mein Tate geht da raus, kickt die Key an, eine sehr schöne, lichtgraue Key. Sagt sie, wie viel willst du für die Key? Ich weiß schon nicht, wo die ist, sie hat gewollt. Mein Tate hat bezahlt und sie ist weggegangen und dann haben wir gehabt eine neue Key. Haben wir gehabt 4 andere Keys und haben wir gehabt 2 Pferd. Und mit den Pferd, ich vielleicht gehen in die Schule mit der, mein Tate hat mich geführt mit der Britschke, mit ein bisschen a fancy Wogen.
und hat mich gebracht also in der Schule. Und wenn ich bin heimgegangen, habe ich gemisst gehen walken, das ist gewesen 6 Kilometer, der 4 Miles von der Stadt. Und eure Mama, wie hat sie geheißen? Meine Mama hat geheißen Risse, R-I-S-I. Und sie ist gewesen eine sehr tüchtige Person. Sie pflegt backen und kochen einmal in der Woche für Menschen. So, sie sind gekommen heran, die Goyim, und sie haben gesagt, ich will ich will Suppe und ich will Gulasch. So haben sie sich weggesetzt und sie haben gehabt ein großes Zimmer, es hat geheißen, der größte Stieb, und sie sind gesessen, haben sie gekauft, Koidem haben sie gekauft ein Stamperl Alkohol, Wodka. Danach haben sie gegessen, und nachdem haben sie gekauft Bier, und so ist gegangen den ganzen Tag, sind gekommen Customers. Was ist gewesen eure Mamas Familiennamen? Meine Mama ist geheißen Rosa Schnabel, Schnabel. Und sie ist von einer Familie mit 6 Kindern. In 1918 ist mein Seide ist gestorben. Er hat geheißen Jerichem Schnabel, Schnabel. Und ihr gedenkt euer Baba? Yes, mein Baba hat geheißen Gittel. So mein Seide ist leider gestorben. Es ist gewesen eine Epidemie via Cholera. Und eine Sache sind gestorben. So mein Seide und ein Sohn und ein sind gestorben von dem Cholera. Und eine Tante ist lebende geblieben, aber etwas ist nicht gewesen in Ordnung. Sie hat gesuffert ein bisschen mit den Nerven. Und meine Mama, Gott sei Dank, ist gewesen die Gesinnte. Ihr der Mann kochen und wir haben einmal geredet wegen die Macholim von Jasina, Rippenjek. Hat eure Mama gemacht Rippenjek? Oh, der beste Rippenjek in der Welt. Das ist gewesen, Freitag hat meine Mama hat gebacken jeden Tag zu verkaufen. Brot und Wasbrot, Kipfel in German, ich weiß nicht, wie das heißt in Jiddisch. Also in der Rochlik, that's in Czech. Crescent, wieso heißt das Crescent in Jiddisch? Weiß ich nicht. Ihr könnt geben die Namen auf was für eine Sprache ihr gedenkt es. Alright, ich habe es gefunden, nächstes Mal, wenn ich rede mit dir, wird das sagen, man walgert es aus und man macht es rund, about 8 oder 10 Zentimeter. Und nachdem schmiert man dort Konfitur, Jam, und danach tut man es rollen und man macht da Crescent. So heißt das Crescent auf Jiddisch. Eine halbe Lavane. Yes, exactly. Und du sagst, und nachdem schmiert man das mit der und man tut verkauft für eine Krone 20. Und in der Frühsonntag ist bei Nana Säger schon nicht gewesen eine Spur. Sie pflegen warten, bis es herausgekommen von dem Oven und so haben wir es gekauft. Aber was ist mit der Rippenjek? Könnt ihr noch einmal maßbar sein, was heißt der Rippenjek? Oh, der Rippenjek ist gewesen die beste Sache. Meine Mama sagt, die Kartoffel, der Rieblech hat man geschält in der
in der Nacht. Aber meine Mama hat gehabt 2 Diensten. Ein Dienst ist gewesen in haben wir gehabt 2 oder 3 Kühe und 2 oder 3 Pferd. So einer hat genommen, hat behandelt die Animals und einer hat geholfen backen. So, meine Mama bei Sintig in der Früh bis 8 Uhr Säger ist schon gewesen, auch gebacken verschiedene die Crescent und in Oven noch gewartet. Der nächste ist gewesen nur Brot. Das beste Kornbrot in der Welt hat meine Mama gemacht. Okay, könnt ihr noch einmal zurückgehen zu Rippendick? Was ist der Rezept? Der Rippendick ist gewesen wunderbar. Man hat gehabt, auch geschält die Kartoffel und man hat sie gehalten in kaltem Wasser. Und in der Früh, meine Mama hat sie in dem Oven heiß gemacht, es hat gemisst sein sehr heiß. Und nachdem hat die Maid gerieben auf ein Reibeisel die Kartoffel und man hat gar nicht kein Eier, kein Eier, nur Salz und gemischt mit ein bisschen Mehl und ein bisschen Hefen. Und man hat es ausgemischt sehr gut. Und der Ofen ist gewesen sehr heiß. Und man hat es herangelegt in ein Blech mit sehr genug Oil. How do you say oil? Man hat es zusammen gemischt in die Kartoffel, die geriebene Rieblech. Und gegeben als Sachbäumel im Blech. Und wenn der Bäumel ist heiß, tut man herangießen die geriebene Kartoffel. Und nicht viel. So wenn man backt es in einem sehr heißen Ofen. Und wenn nimmt es heraus, insofern ist geriefen Rippenjek. Und wenn nimmt es heraus, ist es so crunchy. Und man isst es mit frische Smetana von unserer Kie. Macht man eigene Smetana. Und das ist Himmel, unbelievable, unglaublich, wie gut das ist. Meine Mama ist gewesen als wunderbare Kirche. Und noch dem nicht nur das. So das pflegen der Goyim und der jeden wer sich gekommen kaufen. Aber bei Tag, dann sie gekommen kaufen Gulasch. So meine Mama pflegt machen als sehr guten Gulasch. Und nachdem haben sie gekauft ein Rippenjek, hat sich weggesetzt in großen Zimmer und sind gegessen dem Rippenjek mit der Gulasch. Mit ein Stückel Fleisch und ein Gurkensalat, Gurken, how do you say, cucumber? Ugerkäse. Ugerkäse. Ugorki is Hungarian. Igerkäse. Okay, but anyway, mit dem hat man es gegessen. Oder man hat gekauft Smetana, saure Smetana, und man hat es gegessen mit dem Rippenjek. Es heißt, das Rippenjek hat man gekannt, sei für fleischig, sei für milchig. Man hat es gekannt essen für milchig, für Parve, für fleischig. Für allem, und because es ist gewähnt, kann gut nicht herangelegt, but nur Bäumel. Bäumel in Kartoffel und Salz. Tam Ganeden.
Was ist gewesen euer Tates Jüdischkeit? Oh, mein Tate ist gewesen ein sehr frommer Mensch. Und hat gehabt sein eigenes Sefer Teure. Und in Sommer gewohnt, in Sommer gewesen der letzte jüdische Familie in der Gasse. So, dort ist gewesen, in dem Weg, wie in Sommer gewohnt, öfter genug Jiden zu Armenien. Und das ist gewesen about 2,5 Kilometer von unserem Haus. Aber wenn ich bin gewesen klein, ist mein Tate mit seinen 3 Söhnen gekommen. So 3 Söhne und mein Tate ist 4. Und der öfter hat gekannt, hat sich zusammenkriegen noch 8 Menschen. Es ist gewesen genug für Armenien. Und das ist gewesen in einem Privathaus. Eine Frau hat gehabt ein großes Zimmer, ein großes Stieb, und dort sind sie gegangen davenen. Mein Tat hat gehabt sein eigenes Sefer Teure. Und ist gewesen sehr fromm und ein sehr wunderbarer Mensch. Mein Tat ist gewesen unglaublich. Als Goethe ist herangekommen und sie hat gesagt, Herrschko, sie haben geriefen Herrschko. Ich habe 6 Kinder, aber mein Mann hat nicht gearbeitet die Woche. Ich habe nicht kein Essen. Kannst du mir geben ein bisschen 5 Kilo Kornmehl und öfter ein Kilo Crisco? Sagt mein Tate, schnell, hier ist der Mehl und hier ist der Crisco, nimm es und geh. Geh. Meine Frau soll nicht sehen, because meine Mama hat gesagt, du kannst nicht machen ein Leben für Mitzvahs. So, sie hat gesagt, geh schnell, bevor meine Frau kommt heran ins Geschäft. Hat geholfen, wie gekannt. Man hat ihm geriefen, Herrsch Malach. Wenn du treffst Emerson von Yassin und fragst, hast du gekannt eine Familie, wie der Mann von der Familie hat geheißen, Herrsch Borochaner, aber Herrsch Malach hat man ihn geriefen, because ist gewesen ein sehr Mensch. Was meint der Name Borochaner? Das ist gewesen in der Nachnamen, like Stern or like your is Mark David, right? Ja. David. Okay, und in sind gewesen Bohorodchaner, ich es der Buchstabieren. Bohorodcaner. Das ist gewesen in der Nummern. Der Nummern heißt, das ist gewesen ein kleines Stutt in Polen, 100 Jahre zurück. So wahrscheinlich seine meine Urseide gekommen von der Stutt, von Bohorodschan. So. Ich habe gemeint, das hat eine Bedeutung auf Tschechisch oder auf Russisch, nein? Bitte, ich habe nicht gehört. Oh, ich habe gemeint, dass Bohorodchaner meint etwas auf Tschechisch, nein? No, Bohorodchaner, das heißt, wie Bohorod in Tschech, wie Gott ist geboren geworden. Bohorod. Und außerdem haben sie noch zugelegt, der Chaner. Aber der Nummern übersetzt ist, wie Gott ist geboren geworden. Aber es ist nur zufällig, weil es stammt von der Namen von der Stadt in Polen, meint ihr? Yes. Eigentlich, ich glaube, als ist gewesen, meine Seide oder Urseide ist gewesen der erste mit der Nummern. Ich weiß nicht, welchen Jahr.
Judy, ich weiß, dass wir haben begrenzte Zeit, aber könnt ihr ausrechnen die Sprachen, ihr habt gelernt und geherrscht, wenn ihr seid gewesen jung? Das ist ein Wunder. Jetzt zum Beispiel, der Goim gerät Ruthenien, aber es haben gewohnt dort Ungarn auch, in Tschechen, in ein paar Deutsche auch. So sie pflegen herankommen in den Store und sie haben verlangt. Das gewesen die Tschechen, aber ich gerät mit den Tschechisch. Ungarisch, ich kenne Ungarisch, meine Mama kennt Ungarisch, meine Tate kennt Ungarisch. Jiddisch haben wir gehabt, eine Familie ist gewesen Jiddisch, aber die anderen sind gewesen verschiedene Nationalitäten. Was hat man gerät in euer Heim? Jiddisch? Jiddisch. Meine Mama hat gerät Ungarisch auch, aber in der Heim hat man gerät Jiddisch. Und Deutsch kennt ihr euch sehr gut. Wie kommt das? No, ich habe gehabt, nicht nur ich, alle Kinder, mein Tat hat gehabt, eine deutsche Lehrerin. Und sie hat geheißen, the Deutsch Family. Und sie hat schon gelernt, meine 3 Brüder und mich. Ich bin gewesen die Jüngste. Haben wir alle gehabt, die deutsche, einer hat geheißen, ein Teacher hat geheißen, Rivka Bittermann, und nachdem ist gewesen eine Deutsch, ich kann mich nicht erinnern, wieso sie hat geheißen, den ersten Namen. So, und haben wir nicht nur gelernt reden, haben wir gemisst schreiben, die Sprachen auch. In Ungarisch hat aber gekannt noch zu reden. In Tschechisch bin ich gegangen in die Schulen. In Russisch sind gewähnte Kunden. Und uns haben wir gehabt 2 extra Sprachen. Haben wir gekannt, haben in der Schule, in der Bürgerschule, haben wir gekannt, haben Deutsch und Russisch und Ungarisch. Alle Sprachen kennt ihr. Okay, wollt ihr erzählen, was ist geschehen mit euch in der Milchama, in Chorbenzeit, in Holocaust-Zeit? In der Holocaust-Zeit, leider Gottes, das ist gewesen die traurige Sache. Da wir gekommen, in der Früh, in 1944, 44, ist jemand, zwei ungarische Soldaten haben geklopft auf dem Fenster und sie haben gesagt, aus 15 Minuten zu sein fertig, mit nehmen nur dein Geld und genug Essen für ein paar Schuhe. So meine Tate ist sofort rausgegangen und genommen das Geld von der Kasse und hat gewartet. Und meine Mama, und alle sind schon gewesen verheiratet, nur ich bin gewesen in der Heim noch. Ich bin gewesen ungefähr 16 und 17 Jahre alt. Und ich bin auch ungefähr nur, sie haben gesagt, nur ein Coat, ein Mantel und gut nicht mehr. Und ich genug Essen für ein paar Stunden. So, mein Tat hat schon gewartet in draußen, ich bin gewesen die Zweite, und sie haben gesagt, macht sie das Geschäft, macht sie das Haus und macht sie den Stall, wie alle Animals und die Kies und die Pferde sind gewesen. Und so ins warten wir, bis meine Mama kommt raus. Und die Polizei, die ungarische Polizei, sagen, wenn wir nicht so lang warten, also kommt nicht sofort raus und sie mal schießen, du in der
erst für dein eigenes Haus. So sag ich, Anju, ich hab gerufen meine Mama Anju, because meine Schwester und Brüder haben gerufen Anju in Opo, das heißt Mama und Tate in Ungarisch. Also ich sag, Mama, Anju, komm schon raus, wir müssen schießen, du. So sagt sie, ich will du sterben, sollen sie mich schießen in mein eigenes Haus. Ja, aber meine Tate und ich haben sie übergeredet und sie sind rausgekommen. Und haben ungeheben zu gehen. Und sie haben gewähnt die letzte jüdische Familie in der Straße, in der Gasse. Und haben ungeheben zu gehen. Und wie sie sind gegangen, haben die anderen Juden begegnet. Und sind wir gegangen 6 Kilometer bis der Stutt. Und wenn sie aber gekommen in der Stutt, kein Jassin, hat uns gesagt, man soll mal gehen auf den jüdischen heiligen Ort. Und das ist gewesen auf einem Berg. Und sind wir gekommen auf den heiligen Ort, und das ist gewesen zeitlich in April. Es ist noch gewesen sehr kalt, es hat geregnet. Und haben wir gesetzt auf die Graben von unserer Großeltern, von unserer Baba in Seide. Und es hat geregnet, und uns haben wir noch gehabt, einen Mantel mit sich. Und sind wir dort gewesen 2 oder 3 Tage. Ohne Dach. Und nachdem haben sie gesagt, einer kann gehen heim und bringen mehr Geld, nur Geld. Und so, ich bin gegangen, meine Mama hat nicht gewollt gehen, und mein Tate hat nicht gewollt gehen. So, ich bin gegangen und habe genommen mehr Geld und haben gehabt Geld begraben in der Erde. Because uns haben wir gewusst, dass es etwas nicht kann gute Sachen kommen für uns. Because die Sachen, so haben schon getan, das mit den Juden in Polen. So, wer hat er gewusst wegen dem? Uns haben wir gewesen vorbereitet für dem. Wer hat er gehört wegen, was ist geschehen in Polen? Because es gewesen sehr nun. Jassin ist gewesen Grenze mit Polen von 3 Saaten. Und ich habe gehabt als Schwester, sie ist gewesen verheiratet und hat gewohnt in Polen, Mikulitschen. Und dort haben sie einfach schon die Jiden gehargert in 1942. So, uns haben wir sehr gut gewusst, wo sie warten. So, meine Mama hat gesagt, ich will sterben daheim. Und wenn sie hat das alle so lange genommen, als uns haben wir Meure gehabt, meine Tate und ich, als sie soll Cholile etwas nicht tun zu sich, weil sie hat uns so lange gelassen warten. Gut, ihr geht zurück mit dem Geld zum Beisäulem und was weiter? Ja, sie haben gesagt, sie nehmen das Geld. No, jetzt haben wir gehabt, das Geld, und sie haben gekommen auf dem Ghetto, haben sie gesagt, sie nehmen das Geld, aber uns müssen wir das sie geben, und sie müssen es zurückgeben. So, sie haben gekommen zu der Station in Jassin, und Montessara mit einem einfachen Zug, und sie haben gekommen zu einer ungarischen Stadt Mátészolka. Und dort haben sie uns heruntergelassen, und es ist gewesen ein großes Ghetto. Und wir gewohnt mit 30 Menschen in einer kleinen Stiebel, aber sind wir noch gewohnt zusammen mit den Eltern. Uns haben wir gewiss, keine gute Sache nicht da rauskommen. Und sind wir dort gewohnt 6 Wochen in Mátészolka, in dem Ghetto.
So ins junge Menschen sind gearbeitet, gekocht, sauber gehalten, dem Ghetto. Und ein Tag in der Früh, noch 6 Wochen, sie ins genommen zu der Station wieder und in einem Zug sind wir gewesen über 70 Menschen in einem kleinen Waggon. Und einer auf dem zweiten. Und unserem ziegemachten Tier mit der Bar und mit ungehoben zu fahren. Wir sind gefahren so langsam, 4,5 Tage sind wir gewesen angequetscht. Menschen sind gestorben. So vielleicht haben sie aufgemachte Tier mit herausgeworfen, die gestorbene Menschen, die toten Menschen. Und sind wir gekommen, Kamate Solko, und dort, dem Auschwitz. Ja, in Mate Solko sind wir gewesen 6 Wochen, das ist gewesen der Ghetto. Und nachdem haben sie uns wieder herangegeben in der Train, in der Wogen, und sind wir gefahren, man hat nicht gesagt, wie wir gehen. Eine lange Zeit, ich glaube, es hat gedauert 3 Tage oder ein bisschen. Ich kann mich nicht exactly erinnern. Sind wir gekommen und man hat aufgemacht die Waggonen und haben wir gesehen, als Menschen stehen in einer Reihe von 5. Männer separat und Frauen separat. Und so haben wir gesagt, raus. Man hat gestippte Menschen. Ältere Menschen hat man rausgestippt auf der Floor und sind gehalten geworden. Und die Menschen haben noch gekannt gehen. Meine Eltern haben noch gekannt gehen auf Steps. Und so in sind wir gewesen. Die Frauen separat und die Männer separat. 5 in einer Reihe. Und sind wir da gestanden, gewartet auf Orders. Haben wir gesehen, als Sachmenschen, haben wir nicht gewiss, wie sie sind, haben wir gefragt, Menschen, wo sie haben uns gesagt, die jenes, haben wir gefragt, wie sehen wir, was ist das? Haben sie gesagt, das ist Gehennem. Und man hat gesagt, schon wieder, dort sich stellen die Männer separat, 5 und die Frauen. So ist gewesen meine Mama, meine verheiratete Schwester, meine Nichte und meine Tante und ich. Und meine Tantes 3 Kinder, 2, 4, 6, und vor uns. Und dann sind wir gegangen, langsam gekommen, und sind wir gestanden, sind wir gekommen nahe zu deutschen Offizieren. Und dort ist gewesen Dr. Joseph Mengele, Yemach Shemon V'Zichron. Und gestanden mit der Uniform, ist gewesen ein sehr, sehr handsome Mann mit der Rubberstecken und hat gezeigt. Links, links. Alle die Menschen, wo sie sind gegangen, links sind gegangen, sofort in ein Krematorium und sofort in ein Gaschamber und noch in der Krematorium. Sofort. Und von dem Käumen ist gekommen der Räuch und der Stink von Menschen, wo man gewusst, als die Menschen brennen. Wenn uns haben wir gefragt, wie sind unsere Eltern, sagt sie, kick auf den Räuch, du brennen deine Eltern. So, das ist gewesen, nur meine Nichte, meine Schwester, Tochter,
meine Schwester sehen, und sind wir geblieben leben. 21 Menschen für meine Familie. Der Rest, die anderen sind gegangen, aber brennen. Okay, Judy, wir dürfen endigen da. Wir dürfen haben ein Programm. Lassen wir weiterreden in einer guten Show, wenn ihr habt noch Zeit und Koyach weiter zu reden mit uns. Einen schönen Dank. Oh, einen schönen Dank. Es tut mir leid, öfter ist es nicht gewesen, so efficiently getan, but es ist das Beste, ich habe gekannt. Also äußergewöhnlich gut. Einen schönen Dank. Yasha Koyach. Okay, you're very welcome and sei gesinnt und ob als Sach nachher für die Kinder. Seid gesund, Gamate, man hat ein gut gesund Jahr. Die auch. Bleibt gesund. Bye bye. Bye bye. Jack, Max und Walter Gellerman, die Balabatum von der Butcherie Jatka und Essenbar Geschäft auf Harborgasse in Brookline begrüßen zum neuen Jahr die alle Zuhörer von der Radioprogramm Das Jüdische Call. Ihr sollt wissen sein, als die Butcherie Jatka vermacht den besten Auswahl von koscheren Fleisch mit der Herrscher von der Mordechai Tversky. Nicht nur Fleisch, nur allerlei Minen Essenbar findet man in der Butcherie. Dort könnt ihr gewinnen alles, was ihr darf für euer Suckesuda zu guten Preisen. Der Memes gesagt, kann man kaufen dort alles, was ihr darf für alle Mahlzeiten und alle Unternehmungen von ein ganzes Jahr. Die Butcherie Jatka befindet sich in Brookline, 428 Harvard Street in Brookline. Telefon 617-731-9888. Das ist die Butcherie, 428 Harvard Street, Brookline. Telefon 617-731-9888. Offen sonntags von 7 bis 4, montags und dienstags von 7 bis 6, mittwochs und donnerstags von 7 bis 8, freitags von 7 bis 2. In Namen von der Butcherie Jatka und von der Gellerman-Mischpache, ein gutes Jahr, ein Gemach Sima Teuwe und hat einen leichten Fast. Und wir können euch zugeben, nach dem Fasten sollt ihr essen Gesundheit mit Geschmacke, frischer und kosterer Produkten von der Butcherie Jatka und Essenwarengeschäft in Brookline.